Chinas Propaganda nimmt weltweit größere Ausmaße an. Der Sender BBC, der aktiv den Genozid an den Uiguren beleuchtet, wird von Chinas Propagandanetzwerken planmäßig angegriffen und diskreditiert. Der französische Außenminister Le Drian appelliert an die USA, mehr Verantwortung in Afghanistan zu übernehmen. Der Außenminister betonte ausdrücklich, dass sie die Taliban nicht anerkennen werden. In einem Interview sagte er, dass die USA Afghanen die Ausreise erleichtern müsse. Die Bundeskanzlerin Merkel traf in Kiew auf den Präsidenten der Ukraine Selenskyj. Selenskyj bedankte sich bei Merkel für die Unterstützung einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts am Donbass. Merkel betonte, dass das Projekt Nord Stream 2 ein russisch-europäisches Projekt und kein russisch-deutsches sei. Merkel sagte, dass sie die Sorgen der Ukraine ernst nehmen und Russland nicht erlauben werde, das Nord Stream 2 Projekt als politische Waffe einzusetzen. Falls doch, wird es Sanktionen geben. In Sri Lanka dürfen Elefanten ab sofort nicht mehr als 4 Stunden bei der Arbeit benutzt werden. Elefantenbabys dürfen nicht mehr von ihren Müttern getrennt werden. Das sieht das neue Tierschutzgesetz des südostasiatischen Landes vor. Es verpflichtet Besitzerinnen und Besitzer außerdem, ihren Elefanten alle 6 Monate vom Tierarzt kontrollieren zu lassen. Iranischen Medien zufolge hat der neue Präsident des Irans, Raisi, den japanischen Außenminister Motegi empfangen. Raisi fordert von Japan die Freigabe von eingefrorenen Geldern, die aufgrund von amerikanischen Sanktionen eingefroren wurden. Das englische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei einem Chaos am Flughafen in Kabul 7 Menschen gestorben sind. Die Taliban machen für das Chaos die USA verantwortlich. Die türkische Volleyball-Frauenmannschaft hat bei ihrem dritten Spiel 3:0 gegen Schweden gewonnen und zieht somit ins Viertelfinale ein.